Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten Ed Kasperl. Leute, was schauen wir uns heute an? Wir schauen uns heute den allerersten Dragon Monday an. Wir haben uns ja hier auf diesem Kanal auch schon mal einen Dragon Monday angeschaut. Allerdings der erste Dragon Monday, das ist immer das erste Video in jedem von seinen neuen Formaten. Also auch nicht immer. Später ging es dann irgendwann nur noch zu Ankündigungen über. Aber damals, 2015, da hat er sich dann wenigstens noch irgendwie die Mühe gemacht, beim ersten Video irgendwie was Neues reinzubringen. Und ich glaube ihm auch, dass er da geglaubt hat, hey, das ist jetzt mein neues Format, damit kann ich durchstarten. Ja. Er hat hier ein Intro drin. Ich kann es euch. Das Ding heißt Dragon Monday, Folge 1, Abstimmung, Streams und Intelligenz. Vom 14.09.2015. Kann gut sein, dass die Motivation, dieses Format in die Welt zu gebären, seines anderen Wortes, dass da ein bisschen die Erdbärchen-Nummer mit dabei war, weil das war auch 2015, nicht lange davor, glaube ich. Und dass man dann sagt, ey, jetzt ziehe ich durch und jetzt wäre ich erfolgreich und dann wird sie schon sehen, was er hat. Irgend sowas in der Richtung. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Aber ich bin gespannt. Leute, guckt euch her. Sagen wir mehr. Reißt euch Häube auf. Mir. Rein. In rein. Ganz ehrlich, dieses Intro mag zwar bescheuert sein, aber es ist halt bei weitem besser als alles andere vorher. Und man sieht, es ist auch schon 2015, es ist eine Weile her. Da schaut die Schanze noch halbwegs aus, die Poster sind noch relativ neu. Er hat hier Summer Breeze Ding, glaube ich, war das 2014 oder 2015? Ich glaube 2014 war es, wo er da diese Autogramme verteilt hat auf dem Breeze. Aber wir schauen mal rein. So, ja, ich habe. Warte, was stand da? Das war wieder sehr kurz eingeblendet. Okay, ich habe mich getäuscht, das ist der intelligenteste. Okay. Ja, er hat vorher irgendwie intelligentesten. Er versucht über sich selber zu lachen, aber nein. So, ja, ich habe ein Intro. Yay, Party hard. Gut. Ja, wie lange das gehalten hat. Und im Übrigen, braucht ihr euch nicht denken, dass er dieses Intro selber gemacht hat. Ich glaube, das haben auch damals schon andere Leute für ihn gemacht. Würde mich stark wundern. Ja? Und auch hier, wie diese Poster da an die Wand gehangen sind, ist einfach jenseits von Gut und Böse. Also erstmal möchte ich nicht wissen, was das hier rechts oben in der Ecke ist. Denn das sieht hier ein bisschen nach Wasserschaden aus, oder? Reini, wie schaut's aus? Ist das Wasser durch die Wand runtergelaufen? Hängen deswegen die Poster nicht weit genug in der Ecke? Bei ihr links das Heidenfest-Ding, seht ihr, das geht hier über den Türstock drüber. Das ist vielleicht nicht so schlau. Ich weiß es nicht. Egal. Let's go. Wunderschöne Frisur, ne? Das ganze Ding. Das war jetzt grunddämlich. Ja, auf jeden Fall schauen wir jetzt mal, was dabei passiert. Ich persönlich hätte halt die. Ja, nix Gescheites, Rainer. Und grunddämlich sind wir von dir gewohnt. Diverse Sachen jetzt gerne gemacht. Wir haben heute zum einen Thema mal das 10.000 Abo-Special. Wir haben Junau und Hitbox. Wir haben eine Abstimmung zum Thema Spenden. Interessant. Abstimmungen, immer großes Kino bei Reini. Also, weil grundsätzlich
macht, was er will. Also Reinis Abstimmungen waren immer vollkommen irrelevant. Reini wollte nur einfach durch diese Abstimmungen das bestätigt bekommen, was er gerne machen würde. Und wenn dem nicht so war, dann hat er es halt trotzdem gemacht. Da war es einem wurscht. Und wir haben, was letzte Woche passiert ist und diese Woche passieren wird. Cool, das ging ja ohne irgendwie zu stottern. Nice. Ja. Rainer, merkst du, was passiert, wenn man sich ein bisschen vorbereitet auf den ganzen Spaß? Oder besser gesagt? Nice. Oh, ich liebe solche Effekte. Ja. Ganz toll, Rainer. Ich habe hier auch so das da. Den hier kann ich nochmal geben. Wallah, wallah, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so nochmal und noch schlimmer. Der wird einfach nicht alt irgendwie. Gut, ich habe hier eine Softbox stehen, hier eine Softbox. Ich habe die Kamera ganz weit hinten. Und ich habe hier vor mir, deswegen habe ich so nach unten geschaut, meinen Laptop. Das heißt, ich habe heute mal richtig nice Sachen hier und werde ultra professionell. Ultra professionell. Also kommt denn das endlich? Du hast uns letzte Woche schon versprochen. Kannst du nicht einfach immer so lange warten? Ja. Warten, es ist jetzt schon todescringe. Man merkt dann auch immer, wenn sich Reini Mühe gegeben hat, ist halt sowas dabei rausgekommen. Ja? Da hat er sich dann zwar Mühe gegeben, aber es war halt trotzdem Arsch. Ja, es war halt trotzdem einfach Arsch. Und wenn man ihm dann gesagt hat, Reini, das kannst du nicht bringen. Du redest hier von professionell, aber die Ecke hier, ne, das sieht wirklich nach einem Wasserschaden aus. Sieht aus, wie wenn dir die Wand da daher geschimmelt kommt. Generell ist das Bild nicht scharf. Ich habe diesmal geschaut, so das ist die höchste Auflösung. Das Bild, schaut ihn euch an. Die Bildqualität ist Gülle. Was du da tust, ist cringe. Die Effekte sind scheiße reingeschnitten. Der Hintergrund, Digga, es ist echt. Die Poster hängen schief und krumm und halb übereinander. Das Drachenlord-Ding da mit seinem Gekrakel drauf. Es ist unter aller Arsch. Jetzt lass ihn doch mal in Ruhe, Gerhard. Der muss ja auch mal schlafen. Und er muss ja auch mal was tun. Abgesehen davon ist er ultra nervig langweilig. Und alle sind froh, wenn nichts kommt. Immerhin wollen wir, die Hater, ja auch, dass er Video... Wie lange hat es gedauert? 2 Minuten, Reini. 2 Minuten. Es wird nicht mehr über die Hater geredet. macht. Also sei doch froh, wenn er es nicht bringt. Dann ist er wenigstens der Lügenlord. Ja, und die Stimme geht mir überhaupt nicht auf die Kehle. Autsch. Ja, Rainer, komm. Da ist besser, dass er es nicht gemacht hat. Ganz ehrlich, es ist tatsächlich dann im Endeffekt unterhaltsamer gewesen, wenn er sich einfach nur aus Stusslabern konzentriert hat. So, was das gesollt hat, fragt lieber nicht mich, ich habe einen psychischen Schaden. Richtig, Rainer. Und deswegen hättest du auch nicht ins Internet gehört, sondern in die Anstalt. So, 10.000 Abo-Special, ja. Es sollte eigentlich schon letzte Woche kommen, das ist vollkommen richtig, was diese beiden seltsamen Dingsbums von meinem... Ich will auch gerne 10.000 Abo-Special machen, aber ich krebs seit 3 Jahren bei 5.800 Abos rum. Wenn ihr Bock habt, ne? Just say. Gehirn hier gerade gesagt haben, ihr müsst wissen, ich bin nicht allein. So. Wer ist da? Deine Freundin oder dein Sohn oder wer ist es dieses Mal? Ja, wie auch immer, 10.000 Abo-Special. Es soll diese Woche kommen, Freitag oder Samstag, wann genau weiß ich noch nicht. Gedreht habe ich es schon, aber es hat mir so nicht gefallen. Eigentlich wollte ich auch andere YouTuber dazu haben, die... Aber niemand will was mit dir zu tun haben. Und Rainer, wenn du es schon gedreht hast und das dir nicht gefällt, dann musst du halt neu machen. Rainer. Aber dann würde ich auch nicht ankündigen, wann es rauskommt. Wenn du sagst, das, was du gedreht hast, gefällt dir nicht und du willst daraus nicht dein 10.000 Abo-Special machen, vollkommen legitim. Dann lösch es, mach es nochmal. Ich habe neulich was über Rezo gesehen. Der hat das professionell angefangen mit der YouTuberei. Der hatte gemeint, er hat, weil bei jedem das erste Video immer scheiße wird, hat er einfach sein zweites Video als erstes Video hochgeladen. Also der hatte praktisch ein komplettes Video gemacht.
Tutti Kompletti fertig zum Hochladen, hat sich das angeschaut, hat festgestellt, was ihm daran nicht gefällt, hat dann ein neues Video gemacht und hat das erste weggeschmissen. War vielleicht nicht die dümmste Idee. Die da vielleicht auch Lust hätten, da mitzumachen. Aber das Problem ist ja, wegen den ganzen Hatern meiden mich Ja, Rainer, die haben dich nicht wegen den Hatern gemieden, sondern Rainer, die haben dich schon, die wussten schon warum. Ja, die anderen Content Creator in Deutschland, die wussten schon, warum sie dich gemieden haben. die meisten YouTuber mit mir Videos zu machen. Auf der einen Seite bin ich den Typen ein bisschen dankbar, weil die auf meine, ja, Ultra-Intelligenz reingefallen sind und mich supportet haben, obwohl sie es gar nicht wussten. Aber Spaß beiseite. Das hat natürlich auch Nachteile, dass man durch Hater bekannt. Das sind das aber Ja, Rainer, es hat Nachteile, dass man durch Hater bekannt. Es hat auch Nachteile, wenn man einfach mitten im Satz schneidet. Du wolltest bekannt wird sagen und nicht, dass man durch Hater bekannt. das 10.000 Abo-Special wird kommen, und zwar Freitag oder Samstag. Wann ich genau das bringe, weiß ich noch nicht. Gedreht habe ich jetzt schon, aber es gefällt mir nicht. Ich werde es nochmal neu drehen. Punkt. Ja, Rainer, dann würde ich, wie gesagt, dann würde ich es nicht ankündigen und vor allem nicht zweimal. 2. Oh yeah! Punkt 2. Ich sterbe an Fremdscham heute in diesem Video. Wie lange dauert der Bums? 19 Minuten. Im Prinzip YouNow und Hitbox. Viele labern, hey, warum streamst denn du jetzt nur noch auf Hitbox? Hast du jetzt Angst vor Takino TV oder was? Ja, Takino TV hat ich doch bestimmt jetzt verjocht. Ja. Ich streame auf Hitbox, weil ich auf YouNow mit der Qualität, die ich habe, keine Spiele streamen möchte und kann. Ich möchte meine Spiele auf einer Plattform streamen, auf der ich auch Spiele streamen kann. Wie Hitbox oder Twitch. Wie viel Wert er damals noch auf Qualität gelegt hat, ne? Von wegen. Und ja, natürlich, wir wissen alle, kurze Zeit später war dann YouNow doch die Plattform der Wahl. Weil wenig Aufwand für die Barne, weil sie über Freespins kamen und wahrscheinlich halt, weil auf allen anderen Plattformen gebannt worden ist. Da ich durch mein Netzwerk bei Hitbox von vornherein gepartnert bin und bei Twitter wahrscheinlich in 10.000 Jahren nicht gepartnert werde. Ja, Twitter, er hat es eingeblendet, es geht um Twitch und nicht um Twitter. Und ja, da bist du nicht verpartnert, sondern ebenfalls gebannt worden. Wobei das mittlerweile bei der Größenordnung nicht unbedingt unwahrscheinlich ist. Werde ich das so machen, dass ich auf Hitbox vermutlich bleiben werde, was das Spiele-Streaming angeht. Ja, auch das hat sich relativ schnell geändert. Wie es mit der Qualität und alles am Ende aussieht, da werden wir nochmal in Ruhe bei Gelegenheit drüber sprechen, wenn es soweit ist. Rainer, aber die Qualität deiner Gaming-Streams, die hat ja selten irgendwas mit der Plattform zu tun gehabt, auf der du das gestreamt hast, sondern ja mit dir und deiner Art zu spielen. Und Rainer, es ist nun mal leider Gottes wirklich so, Rainer, du warst niemals ein Let's Player. Leute, die Let's Plays machen, die können da Unterhaltung draus machen. Das ist nicht so, dass man da sitzt, sich permanent fremdschämt und ansonsten einfach nur so, was? Warum hört, sondern die bringen da lustige Kommentare, die interagieren mit dem Publikum. Wenn es bei irgendwelchen Rätseln irgendwie Probleme gibt, so vielleicht macht man was mit dem Publikum oder es gibt eine Entscheidung zu treffen, die den Spielverlauf von da an beeinflussen wird oder das Ende beeinflussen wird. Und man trifft dann spontan die Entscheidung halt mit der Community zusammen, dass man sagt, hier Abstimmung, was machen wir, dies oder jenes. Gehen wir Tür A oder Tür B, wohinter ist der Song? Ein bisschen rot angemalter Reini ist hinter der Songtür. Kommt. Sie fliegen mit dem Herzblatt-Hubschrauber nach Schauberg. Okay, ne. Und wie gesagt, die machen halt da Unterhaltung aus der ganzen Nummer
Und deswegen schauen sich die Leute das gerne an. Deine Gaming-Streams, ich kann es nicht oft genug sagen, die waren eine Qual. YouNow wiederum, auf Hitbox ist es nicht erlaubt, irgendwie Lava-Streams zu machen. Zumindest, soweit ich Bescheid weiß. Auf Twitch zum Beispiel ist es nicht erlaubt. Da weiß ich es. Bei Hitbox weiß ich es nicht. Ja, aber Twitch ist doch inzwischen Lava-Streams auch erlaubt, oder? Da werden auch irgendwie Lava-Streams und Reaction-Streams oder sowas. Oder da muss man wirklich irgendwas machen oder muss man auf Twitch tatsächlich, kann man da auch einfach nur sitzen und denen irgendwas verzapfen? Oder sich mit der Community unterhalten? Ich weiß nicht, gerade Lava-Streams sollten ja eigentlich auf einer Streaming-Plattform, in den letzten 11 Jahren hat sie bei Twitch natürlich auch einiges getan. Ich glaube, vor 11 Jahren hatten die auch noch nicht zu Amazon gehört, wenn mich nicht alles täuscht. Und, ja. Erlaubt ist. Aber ich persönlich würde auf einer Plattform, wo man eigentlich... Jetzt ist er wieder lauter als vorher. Ich habe den extra eingepegelt, diesen Kack. Spiele streamt, auch gerne Spiele streamen und nicht irgendwelche Lava-Streams machen. Das ist echt uncool. Auf YouNow wiederum ist die ganze Zeit dafür ausgelegt, einen Lava-Stream zu machen. Da zu sitzen, ein bisschen rumzulaufen, ein bisschen rumzublödeln, ein bisschen Scheiß zu machen, vielleicht mit anderen einen Splitscreen zu machen. Auch nice, ja? Ja, richtig, richtig nice. Die Sachen, wo du auf YouNow Splitscreens mit anderen Leuten gemacht hast, die sind auch richtig gut immer geworden. Ja? Also, wo du halt einfach jedes Mal nicht gecheckt hast, dass du massivst verarscht bist. Also, wer das jetzt mit, wie hieß der, Lachflat oder Bibelben oder wie sie nicht alle haben dich vorgeführt auf dieser Plattform. Immer wenn du da mit irgendjemandem zusammen gestreben hast. Und dann hast du es halt nicht mehr gemacht. Problem, Jahre später, als dann der YouTube-Kanal weg war, YouNow nichts mehr abgeworfen hat und Reini auf Diggity angewiesen war, da ist dieses Splitscreen-Stream wieder zu neuen Ehren gekommen. Und das wird einer der Gründe gewesen sein, warum er aufgehört hat. Weil er das nicht kann. Also genauso wie sonst auch nichts kann. Aber bei so Lava-Streams oder sowas, da kann er ja wenigstens noch Leute beleidigen, etc. Aber die Barne befinden sich hier mit diesen, also befanden sich damals, seitdem er nicht mehr auf Diggity ist, bin ich auch komplett raus aus der Nummer. Aber die Barne befanden sich damals schon auf Diggity mit in diesen, wie hießen die Matches, in den Matches, ne? Wo dann ein Splitscreen ist und man lässt sich gegenseitig mit Barne bewerfen und wer mehr Barne kriegt, hat dann gewonnen. Also beide Parteien dürften ihre gespendeten Barne behalten. Im Endeffekt haben beide gewonnen, verloren hat nur der Zuschauer. Also die beide TikToker und die Plattform gewinnen massiv, Zuschauer verlieren. Haben wir zum Beispiel schon gemacht. Ich schmeiße euch heute mal einen Ausschnitt rein. Rainer. Auch hier die Lautstärke. Rainer, du musst das doch checken. Du musst es doch checken, wie fürchterlich laut. Du hast hier Schnitte gesetzt. Du hattest das im Schnittprogramm durch. Im Schnittprogramm siehst du unten den Lautstärkeausschlag. Du musst doch begreifen, dass das auf ganzer Linie schon unregelmäßig ist und dass du da hier so extreme Ausschläge hast, wie bei diesem grandiosen Witz mit dem Ausschnitt gerade. Es hat ein kleines Bild aufgehört, jetzt fange ich damit an. So, aber... Ja. Du hast die ja bisher schon immer irgendwie von den Abfällen von anderen Creatoren ernährt. Damals schon. Du hattest noch nie einen einzigen kreativen Knochen in deinem Leib. Und deswegen musstest du die Sachen ja immer von den Leuten klauen. Natürlich am besten, wenn die es schon nicht mehr machen. Weil dann regen sie sich meistens auch nicht mehr drüber auf. Ne? Wenn jeder mal so ein Ding hat, was er dann eine Zeit lang durchzieht und haha, lustig, okay, jetzt ist die Luft raus. Und wenn er erst dann anfängt, ist es den Leuten, die es ursprünglich erfunden haben, meistens wurscht. Jetzt wirklich der Clip. Ja, jetzt aber wirklich, Rainer. Ja, totes Tier, totes Tier. Ah! Was ist die da? Bis morgen irgendwann. Was ist das denn, Alter? Ich habe es erreicht, die mächtige Bestie. Ja, jeden Tag zauberst du da was anderes hervor, Alter. Gut, ja. Rainer, warum hast du das reingeschnitten? Das ist nicht lustig. Warum? Warum?
Der mit dem Ausschnitt, der wird echt nie alt. Und Renne, der war noch nie lustig. Ah, shit. Okay, jedenfalls auf YouNow kann man ganz normales Der gesoffen? Der kommt mir so überschwänglich besoffen vor. Streams auch machen. Das gerade war zum Beispiel mit Braui. Schaut mal auf YouNow vorbei. Wenn er euch taugt, könnt ihr ihn gerne fanen. Das ist echt ultra und es kostet nichts. Ich möchte sowohl auf YouNow als auch auf Hitbox streamen. Auf YouNow möchte ich deswegen streamen, habe ich auch aus diesem Grund angefangen, weil ich euch, meinen Zuschauern, meinen Fans oder auch meinen Hatern, also meinen Zuschauern, kurz gesagt, auch dadurch nahe sein kann und auch für euch da sein will. Ja, auch das hat sich sehr schnell geändert. Ne? Sehr, sehr schnell hat sich das geändert. Zum Beispiel sind meine Zuschauer unglaublich wichtig. Alter. Oh, da hat er mich, aber ein wunderschöner Frame, by the way, aber da hat er mich jetzt ganz unerwartet erwischt. Ohne meine ganzen Zuschauer, seien es Hater, seien es Fans oder seien es ganz gewöhnliche Leute, die einfach nur zuschauen und weder Fan noch Hater sind. Ihr seid diejenigen, die mir überhaupt ermöglichen, Wir sind diejenigen, Rainer, aber derjenige, der bist doch eigentlich du. eine solche Größe und eine solche Reichweite auf YouNow, auf Hitbox, auf Twitch, auf Facebook, Twitter, Instagram und natürlich nicht zuletzt YouTube zu bekommen. Gehen wir nochmal durch. Also, während er das jetzt erzählt, wir spulen es nochmal zurück und wir gehen jetzt mal durch und schauen, welche Plattformen er dann am Ende noch hatte. Mir überhaupt ermöglichen, eine solche Größe und eine solche Reichweite auf YouNow, Ja, YouNow ist er nicht mehr. auf Hitbox, Hitbox weiß ich schon ewig nicht mehr. auf Twitch, auf Twitch ist er gebannt worden, weil er die N-Bombe gedroppt hat. Facebook, Facebook ist er gebannt worden, mehrfach. Twitter, Twitter ist er auch gebannt worden, auch mehrfach. Instagram und natürlich Instagram, wow, ist der da gebannt worden auf Instagram, aber sowas von. nicht zuletzt YouTube zu Ja, und YouTube ist auch ganz schlecht gealtert. Deine Tigi-Togi, die hast du noch. Die ganzen anderen Sachen bist überall gebannt worden. bekommen. Und deswegen seid ihr mir unglaublich wichtig. Ich bin auf YouNow einer der größten Streamer, die da streamen. Ja, ist auch Bullshit. Entschuldigung. Ja, er war unter seiner Kategorie, ne, einer der größten. Und man muss dazu auch sagen, YouNow war jetzt nie so eine riesengroße Plattform. Das war immer Nische. Und neben ihm war da ganz, 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 ganz viel Problematisches auch. Also noch problematischer als er. Und jeder, der irgendwas auf sich gehalten hat und der irgendwie nicht komplett auf der Brennsuppe dahergeschwommen ist, ist irgendwann von YouNow weg und ist dann zu YouTube gegangen. Jeder. Und das, obwohl ich auf der Plattform erst seit ungefähr 3 Monaten streame. Und das ist eigentlich eine Sache, wo ich mir einfach nur noch denke, what the fuck ist da los? Ich feiere das und ich feiere meine Fans und meine Zuschauer und ich bin euch ultra dankbar für alles, was ihr für mich getan habt und für alles, was ihr vielleicht in Zukunft noch für mich tun werdet. Auch die Aussage wird relativ schlecht altern, lieber Reini. Auf YouNow und auf Twitch oder Hitbox werde ich weiterhin streamen. Twitch wahrscheinlich nicht, weil auf Twitch, wie gesagt, bin ich nicht gepartnert, auf YouNow schon, auf Hitbox schon. Ich mache das natürlich nicht wegen dem Geld auf Hitbox oder YouNow, sondern Nein. Folgendes. Du hast Hitbox, YouNow und Twitch. Twitch war damals schon die Go-To-Plattform, wenn es um Livestreaming ging. Vor allem, wenn man hier der Let's Player ist, ne? Der Meddler unter den Let's Playern. Ja, wenn man der ist, dann sollte man eigentlich auf Twitch streamen. Ne? Das war die größte Plattform damals schon für Streams, heute sowieso. Ne? Er entscheidet sich aber dann dazu, auf Hitbox oder auf YouNow zu streamen. Aber unter gar keinen Umständen. Nur deswegen, weil das die einzigen Plattformen sind, die einen Galgenvogel wie ihn auch hier Barne haben verdienen lassen auf ihrer Plattform. Nein. Er mag einfach Twitch nicht. Ne? Und noch dazu, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt war wohl noch nicht gebannt auf Twitch, als er dann wirklich versucht hat, auf Twitch zu gehen, weil er gemerkt hat, da lassen sich die richtigen Barne verdienen. Und alle Leute, die was auf sie halten, aus dieser Let's Player-Szene, aus dieser YouTuber-Szene von damals, streamen auf Twitch. Dann ist er da auch hingegangen und es hat nicht lange gedauert, bis er da lebenslang gebannt wurde. weil ich das halt gerne mache. Aber das Geld ist natürlich nicht zuletzt auch deswegen wichtig, weil ich dadurch auch für euch weitere zukünftige Sachen gut machen will. Ja. Auch um diese Ausrede war er damals auch schon nicht verlegen.
Er braucht ja das Geld nur, um besseren Edzardler Drachen-Content zu machen. Das hat er bis zum Schluss erzählt. Ich erinnere noch an die letzten Jahre in der Diggity Doggity Staffel, wo es hieß, ja, ihr müsst mir jetzt dringend noch mehr spenden, weil sonst kann ich mein Internet nicht bezahlen, dann gibt es keine Streams mehr. Ja, ihr müsst mir jetzt dringend noch mehr spenden, weil sonst kann ich nicht ins Hotel gehen, dann gibt es keine Streams mehr. Ja, ihr müsst mir jetzt dringend nochmal, immer dieselbe Scheiße. Ganz oft ist er da irgendwie durch Emskirchen oder durch Nürnberg gewongelt, aber oft durch Emskirchen, ist dann da irgendwie vorm Rathaus gesessen oder in Neustadt, irgendwo in der Nähe von der Polizei umeinander gewongelt. Und dann ist es, ja, jetzt muss gespendet werden, weil ansonsten vorbei. Und das ist auch einer der Punkte, die jetzt im Anschluss hier kommen werden, und zwar zum Thema über eine Abstimmung zum Thema Spenden. Zum Thema Spenden habe ich schon ein paar Mal eine Anfrage bekommen von einem Jahr, dass ich doch mal sowas wie einen Spendenlink einführen soll. Ist gelogen. Das straight gelogen. Und man sieht es ihm in der Fresse an. Rainer, man sieht es dir in der Fresse immer an, wenn du gelogen hast. Und nicht nur, weil der Mund sich bewegt hat. Ne? Also, den Joke kennen wir, aber niemand hat ihm jemals gesagt, oh Reini, magst du nicht irgendwie einen Spendenlink irgendwie unten reinpacken? Wie können wir dir denn bitte noch mehr Geld geben, Rainer? Wir würden ja so gerne, wir würden dir so gerne viel mehr Geld geben, aber du hast da keinen Spendenlink nicht. Jetzt Rainer, mach mal bitte. Und da ist der Rainer jahrelang ist er da gesessen. Nee. Da habe ich kein gutes Gefühl, habe ich da nicht dabei. Ja, aber alle wollen das, Reini. Alle wollen das. Bitte, machen hier Spenden. Ich weiß nicht. Und nachdem sie ihn dann monatelang belagert haben mit der Scheiße, da hat er dann sich herabgelassen, sich da in diesen Dragon Monday reinzusetzen, um so eine Abstimmung anzukündigen. Genau, Rainer. Dass ich sowas wie einen Spendenlink, das heißt einführen, ich kann nichts anderes dazu sagen, einbringen soll, also posten soll, machen soll, wie auch immer. Und ich habe mich immer geweigert, weil es Erstellen, Rainer. Überhaupt nicht mein Stil ist. Schwierig, Rainer. Sehr, sehr schwierig. Und noch dazu, ja, wie gesagt, mit dem Stil. Über Stil würde ich nicht reden, wenn ich diese Frisur in dieses Tuch eingewickelt hätte. Zum einen bin ich überhaupt kein Fan von diesen ganzen Spendensachen, weil ich will meinen Fans nicht irgendwie was wegnehmen. Das ist ja köstlich. Das ist ja großartig. Oder wie er dann danach drauf geschissen hat. Ich meine, alleine dann später in der Diggity Doggity Staffel, was da nicht alles noch war. Oder wo er dann auf Kick gestreamt hat. Wofür hat er den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen? Ja, Drachenposter und Drachen-Autogrammkarten, die er über Diggity Doggity angeboten hat gegen Direktspenden. Nie verschickt worden, Kohle einbehalten. Was hat er noch? Erinnert er noch an den Minecraft-Server, wo er sich dann ich glaube, da war er schon bei Uwe, wo er sich dann diese Kathedrale da gebaut hat, und dann hat er diesen Minecraft-Server gehabt, da hat er auch Kohle dafür verlangt, dass die Leute auf seinen Minecraft-Server dürfen. Und als ihm dann natürlich die Leute irgendwann ein bisschen Unordnung geschaffen haben auf diesem Minecraft-Server, da hat er dann einfach zugemacht. Die Kohle hat er aber auch da wieder freilich behalten. Und dann gegen Ende 2023 und Januar 24 diese ganzen ich mache hier Spendenziel von X Barne. Ich glaube, da waren es 1700 Barne. Und erst waren es 700 Barren und dann waren es 1700 oder 1500 oder sowas. Auf jeden Fall hat er gesagt, ja, wie ein Spendenziel erreicht ist, dann machen wir 12 Stunden Stream, ne? Hier Planet Crafter oder was er da gespielt hat, auf Kick. Und dann ist das erreicht worden, dann muss er tatsächlich sein 12 Stunden Stream machen, Anfang Dezember. Also ich glaube im November war das erste Mal, wo er das
wenn mich nicht alles täuscht, war im November das erste Mal, wo er das gemacht hat, hier mit dem Spendenziel, das ist erreicht worden. Und dann hat er Anfang Dezember hier da seinen 12-Stunden-Stream da gemacht. Und auch zu einer unglücklichen Zeit wieder. Ich weiß auch nicht mehr genau, aber da hat er auf jeden Fall diesen Stream da gemacht. Und dann aber zweimal hat er das, glaube ich, gemacht. Da hat er festgestellt, verdammte Axt, das ist aber ganz schön, das ist eine harte Arbeit, hier 12 Stunden Stream machen für läppische 700 Euro. Jetzt rechnet ihr mal aus, was ihr in 12 Stunden Arbeit so verdient, ob das 700 Euro sind. Ich bezweifle es. Und dann hat er das Spendenziel weiter hochgeschraubt und er hat das ja tatsächlich zugegeben, dann auch in seinem Stream, dass er das deswegen gemacht hat, in der Hoffnung, dass Spendenziel nicht ganz erreicht wird, dass er sich die Kohlen einstecken kann, aber dann den Stream nicht machen muss. Da hat ihm dann aber, glaube ich, das war dann aber gegen die Terms of Service irgendwie von der Plattform, die er damals benutzt hat. Fragt's mich nimmer, war Tippi? Das war auf Tippi, glaube ich. Und da darfst du sowas eigentlich nicht machen, weil wenn du das Ziel dann nicht erreichst, müssen die Barren zurückgehen oder sowas war da. Und Geld zu Pries, kurz darauf war er dann auch Sendepause hier auf dem Piratensender Plumperquatsch. Grüße gehen raus an Dr. Oll. Ich weiß, jetzt steht wahrscheinlich in den Kommentaren gleich wieder irgendwas von wegen Poster, deswegen wartet noch, dazu werde ich gleich noch kommen. Ich möchte aber... Ja, guten Poster. Aber das war noch vor der Stromlos-Staffel. Ich will nicht zu lang werden lassen, deswegen lass mich erst eine Sache zu Ende sprechen. Es gibt 2 Abstimmungen, die ich gemacht habe. Die eine Abstimmung ist die hier. Das ist die Abstimmung zum Thema... Wie viele Hater habe ich? Was glaubt ihr? Was sind das denn? Oder wirklich 100%? Wie viele Hater glaubt ihr, dass ich habe? Viele haben gemacht 100% und viele haben gemacht 90%. Würde man jetzt von den 100% Usern ausgehen, Von Edzardler 100% gehen wir da aus. dann könnte man sagen, dass jede Abstimmung null und nichtig ist. Ja, weil man da die Hater-Stimmen abziehen muss. Und wenn 100% der Leute, die abstimmen, Hater sind, richtig, Rainer. Die Abstimmung mit den Hatern lief nur 1 Stunde. Und ich habe ihr habt es ja gesehen, die lief nur 1 einzige Stunde. Später hatte sie dann, ich habe nochmal nachgeschaut, bevor ich jetzt da gestreamt habe, oder aufgenommen habe, sie hat über 200 Stimmen. Ja, aber dann lief sie ja dann doch länger, oder, Rainer? Dann lief sie doch länger. Also sie lief 1 Stunde und später gab es dann, also lief sie dann danach noch länger. Aber das hat sich jetzt am Ergebnis nicht nennenswert irgendwas getan, Rainer. Und nahezu jeder hat gesagt, ich habe 100% Hater. Gut, das ist mir egal. Ja? Ich kann 10.000 Hater haben, aber ich weiß, dass ich mindestens einen Fan habe. Und für diesen einen Fan würde ich alles geben. Ja, aber das Problem, der eine Fan ist halt irgendwie der Drachenbarde und der kann dir alleine nicht deinen schimmligen Lebensunterhalt finanzieren, Reini. Immer. Kurzum, diese Abstimmung hier ist völlig egal. Die ist völlig null und nichtig, wenn ich wirklich 100% Hater habe. Wenn ich ab... Soll ich einen Speedlink für YouNow und Hitbox... Ach, Spendenlink für YouNow und Hitbox einrichten? Nein, 60%. Ja, 26%. Vielleicht. Alter, warum hast du vielleicht da reingepackt? Alter, du fragst die Leute, ob du einen Spendenlink für YouNow und Hitbox erstellen sollst und nicht, ob du bist ja nicht in der 5. Klasse und schreibst ja nicht, ob die Hater mit dir gehen wollen. Ja, nein, vielleicht. Du Dulli. Und ja, natürlich kann man sich's dann drehen und wenden, wie man will. Vorhin hast du die Hater und die Fans noch irgendwie unter dem Überbegriff Zuschauer zusammengefasst, als wären sie gleichwertig. Aber wenn es um sowas geht, sind sie es natürlich wieder nicht mehr. Ne? Dann muss man die Hater-Stimmen abziehen. Problem, wie gesagt, wie du sagst, ist ja, wenn 100% Hater sind, dann sind 100% der Stimmen Hater-Stimmen und dann kannst du die komplette Abstimmung in die Tonne treten.
Aber er würde dann nicht zu dem Schluss kommen wie jeder normale Mensch. Ne? Also jeder normale Mensch würde dann sagen, okay, dann ist die Abstimmung nun nichtig und ich richte keinen Spendenlink ein, weil mich mag ja eh keiner. In der anderen, also er würde dann aber sagen, ja, die ist null und nichtig, deswegen mache ich dann den Spendenlink. Dann kann er machen, was ich will. Weil, Rainer, in beiden Fällen solltest du den Spendenlink nicht machen. Ich erkläre jetzt warum. Wie gesagt, also wenn tatsächlich 100% Hater hast, dann hat jeder, der hier abgestimmt hat, ist ein Hater. Wenn Hater-Stimmen nicht zählen, schmeißt die Abstimmung weg und macht keinen Spendenlink. Solltest du aber tatsächlich Fans haben, sogar mehr Fans als Hater, dann musst du die Abstimmung so nehmen, wie sie ist. Und da ist eine klare Mehrheit dafür keinen Spendenlink. 26% der Leute haben dann mit Ja abgestimmt. Das bedeutet keinen Spenden. In beiden Fällen heißt es keinen Spendenlink. Aber gehen wir mal den Fall, dass ich 90% von meinen Usern sind Hater und es sind minimal 99%. Mindestens einen Fan habe ich. Und ich gehe deswegen von 90% aus. Dann würde ich sagen, dass die Nein-Abstimmungen zu 100%, 90% davon von den Hatern kommen. Die Nein-Abstimmungen, also die 60% Nein-Abstimmungen kommen zu 100%, 90% von den Hatern. Oh, Rainer, ich würde so gern einmal in deinen Kopf reinschauen. Hey, ganz ehrlich, schauen, ne, was da drin falsch verkabelt ist. Und Rainer, auch wenn du 90% Hater hast, ist es absolut nicht zu erkennen aus diesem Ergebnis, aus dieser Umfrage, wie die Verteilung ist. Ob deine 10% Fans jetzt alle bei Ja geklickt haben oder ob ein paar davon auch bei Nein reingeklickt haben, weil sie es nicht für gut heißen. Und sogar wenn 10% von deinen Fans, ne, die 10%, die wirklich Fans sind, keine Hater von deinen Zuschauern, von denen du jetzt gerade ausgehst, wenn die alle auf Ja gewotet haben, ja, dann dann macht es ja das Ergebnis noch schlimmer. Aber dann hast du ja nicht mehr 26% Ja, sondern streng genommen nur noch 10. Dann hast du, okay, 60% der Hater haben ehrlich mit Nein abgestimmt. 16% der Hater haben dann trollend mit Ja abgestimmt, aber die musst du ja auch abziehen. Ne? Wenn du die Nein-Hater-Stimmen abziehst, musst du die Ja-Hater-Stimmen ebenfalls abziehen. Und dann gewinnen deine 10% Drachis nicht mal mehr gegen die 14% vielleicht. Wie man es wendet oder dreht, ne? Wie ich es wende oder drehe, es geht nicht oder es tut weh. Kurzum. Sehr kurz, Rainer. Im Übrigen, wer das Lied kennt und die Band, die ich gerade zitiert habe, schreibt es mir doch unten in die Kommentare rein. Da steht die falsche Zahl. Ich würde davon ausgehen, dass es einfach viele Hater sind, die auf Nein geklickt haben. Die wollten diese Abstimmung komplett boykottieren. Nein, Rainer, wenn sie boykottiert hätten, dann hätten sie gar nicht abgestimmt. Dann wäre es noch desaströser. Weil dann angenommen, du hast 10% Fans, 90% Hater. Und das, was du gerade sagst, die Hater boykottieren das, dann wären alle Leute, die das abgestimmt haben, Fans gewesen. Auch in diesem Fall ein Spendenlink für dich, Reini. Und diese Abstimmung komplett boykottieren. Die wollten dafür sorgen, dass es Nein heißt, Nein heißt, Nein heißt. Denn ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass du weißt nicht, was boykottieren heißt, Rainer. Du weißt nicht, was boykottieren heißt. Boykottieren heißt nicht mitmachen. die Hater davon gestresst sind, dass ich nochmal so. Rainer, was du sagen wolltest, ist, die Hater wollten die sabotieren. Sabotieren ist das Wort, nach dem du gesucht hast, Rainer. Viel über sie laber. Und Rainer, du hättest ja auch kurz irgendwie 10 Sekunden geben können und warten, bis du das Wort gefunden hast und dann das einfach rausschneiden. Mache und mein Zeug selber mache mittlerweile. Und
Er macht sein Zeug. Das ist gut. Ne? Das ist das Gegenteil von Scheiße bauen. Dass es mittlerweile dabei ist, dass die ganzen Foren langsam aber sicher eingehen, weil die meisten Leute langweilen sich darüber mittlerweile. Ja, ist super langweilig geworden 2015. Wir wissen, ab 2016 war das Game vorbei. Er hat Ende des Jahres nochmal ganz kurz seinen Tod vorgetäuscht und ab Januar 2016 war dann alles Gucci und alle haben sich so sehr gelangweilt 2015 mit dem Mittwoch und sowas. Das wird ja auch nicht alles bis heute noch krass zitiert in allen möglichen Videos, in denen es um Reini geht. Nee. 2015 langweiligstes langweiligstes Jahr im Game. Danach waren alle so gelangweilt, dass gar nichts mehr passiert ist. Er konnte von dort an glücklich bis ans Ende seiner Tage auf YouNow und Hitbox streamen. Ne? Was ich verstehen kann. Es ist seit fast 2 Jahren jetzt nichts anderes als Drachenlord, den ganzen Tag. Und das jeden Tag stundenlang. Und dass das viele Leute nervt, ist mir klar. Ich weiß auch, dass mich fast jeder mittlerweile aus dem Internet kennt. Ja, jeder, der hier was zu sagen hat, jeder, der hier irgendwie unterwegs ist, der hier streamt, der hier aufnimmt, der hier Videos dreht, der hier Zeitschriften liest oder Zeitschriften irgendwie schreibt oder sonst was. Nahezu jeder hat mich mittlerweile im Blick. Fast jeder, der im Internet viel unterwegs ist. Und deswegen habe ich jetzt noch Folgendes gesagt. Wenn man davon ausgeht, dass 90% der Nein-Stimmen wirklich nur noch nichtig sind, aber die Ja-Stimmen, weil ein Hater nicht auf Ja klicken würde, da würde ich 100 Euro drauf wetten, dass ein Hater nicht auf Ja klickt, es sei denn, er weiß, dass ich dagegen wette. Die machen immer genau das Gegenteil von dem, was sie glauben, dass ich will. Kurzum, sie haben absichtlich Nein gedrückt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man einfach die Ja-Stimmen nehmen kann. Und es sind über 400 Stimmen, die Ja gemacht haben. Man muss es nur lang genug. Man muss nur lang genug dran rumschrauben an der ganzen Nummer, dann irgendwann kommt das Ergebnis raus, das er wollte. Und im Übrigen, das ist nicht die einzige Abstimmung, bei der er das gemacht hat. Ja? Er hat immer wieder irgendwelche Abstimmungen gemacht und es ist nie das Ergebnis rausgekommen, das er wollte. Und danach hat er immer wieder großartig umeinander schwadroniert. Ja, aber das Ergebnis, so wie das da steht, das kann man so noch nicht, da sind die Hater-Stimmen noch nicht abgezogen und da müssen wir dann mal schauen. Und das deswegen so und deswegen mache ich es dann trotzdem anders, auch wenn die Abstimmung so gelaufen ist. Wenn ich einen Spendenlink einrichte, muss niemand da Ja klicken und was spenden. Niemand, keiner, auf keinen Fall. Muss nicht sein, kann nicht. Ja, rein, es ist erbärmlich. Ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe hier auch schon Abstimmungen gemacht. Auf diesem Kanal, die den Kanal betroffen haben. Und ich habe nur die Sachen zur Abstimmung gestellt, bei denen ich wollte, dass das die Community mitentscheidet. Und dann habe ich mich auch dran gehalten. Ich habe Dinge, von denen, die ich hier am Kanal verändert habe, weder, dass ich das Logo grundsätzlich geändert habe. Viele Leute von euch wissen es sicher nicht, weil es lange schon her ist. Aber ich glaube, das erste Jahr hatte ich noch ein Bild von meinem richtigen, echten Kater hier drin als Profilbild. Der ist im Übrigen noch, dem seine Augen sind noch die, was in dem Banner drin sind. Und ich wollte das aber dann ändern und ein anderes Logo machen. Ich habe nicht zur Wahl gestellt, ob das Logo geändert wird. Ich habe zur Wahl gestellt, in welches Logo es umgeändert werden soll. Und ich bin inzwischen wirklich sehr, sehr glücklich mit meinem Logo. Mit meinem aktuellen Logo. Sehr glücklich. Das habt ihr gut gemacht. Ich hätte irgendeine cringige Scheiße ausgewählt. Und da wäre ich wahrscheinlich nach einem Jahr unglücklich drüber gewesen. Und dann hätte ich es nochmal geändert. Und es ist lappert, wenn man sowas macht. Ich habe zu euch gesagt, Leute, ich sehe das seltener als ihr. Ja? Ihr habt meinen Kanal abonniert. Ihr kriegt das dauernd zu sehen dann. Dementsprechend entscheidet ihr, wie es auszusehen hat. Und ihr habt euch für das entschieden, was es jetzt ist. Fertig. Und dann habe ich das so genommen. Und wenn es ein anderes geworden wäre, hätte ich das genommen. Wenn du von vornherein weißt, welche Entscheidung du treffen wirst, egal was passiert, das ist die Entscheidung, die getroffen wird. Dann mach keine Abstimmung. Mach einfach keine Abstimmung.
dann kommst du auch nicht in die Verlegenheit, dann danach eine Viertelstunde lang umeinander zu krakeelen und den Leuten zu erklären, warum die Abstimmung jetzt nichtig ist und du trotzdem machst, was du willst. sein, wird nicht passieren. Aber dadurch, dass da trotzdem so viele Ja gesagt haben, würde ich sagen, ich mache das mit dem Spendenlink einfach. Und wenn das hinhaut, haut's hin. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt fragen sich alle, wofür sollen wir spenden? Ja, Ja, da fragt man sich dann schon immer, ne? Woran hat er gelegen? Im Übrigen, das ist so. Das ist so ungefähr wie wenn irgendeiner sagt, boah, ich hätte gern irgendwie, ich hätte gerne eine offene Beziehung. Oder ich würde gerne auch ein bisschen in der Gegend rumbimsen. Ich frage mal meine Partnerin, was die davon hält, und die sagt, du, das kannst du vergessen. Bin ich nicht dabei. Das findet nicht statt. Und du sagst dann, ja, aber einer von uns, der ist ja dafür. Und dann, wenn wir die Hater-Stimmen abziehen, so dann würde ich sagen, dass ich jetzt in Puff gehe. Nicht. wenn das mit dem Spendenlink in dem Fall gut hinhaut, dann würde ich auch irgendwann mal was für eine Organisation machen. Für eine Organisation Spenden sammeln. Oder Ja. Okay. Das ist Surprise nicht passiert, dass er für irgendwelche Organisationen Spenden gesammelt hätte. Genau das Gegenteil ist passiert. Der große Anti-Mobbing-Jesus, der sich immer auf die Fahne geschrieben hat, was er nicht alles gegen Mobbing gemacht hat, ist dann hergegangen, Etzatler, und hat die Scheiße gebaut. Ne? Und hat den Leuten gesagt, sie sollen bloß nicht an so Organisationen wie Hate Aid und dergleichen spenden, weil die machen ihren Job nicht. Die machen überhaupt nichts Richtiges gegen Mobbing. Sollen das Geld lieber ihm geben. Das ist besser aufgehoben, wenn man was gegen Mobbing machen will. Ihm. Als hätte er jemals irgendwas gegen Mobbing gemacht. Aber für ihn war gegen Mobbing auch, ne, also alles, was er getan hat, in seinen Augen war gegen Mobbing. Einfach da sitzen, die Leute beleidigen gegen Mobbing, Selat spielen gegen Mobbing. Dieser Running Gag ist nicht umsonst im Game so bereit. Ne? Also Zaren-Couch voll Chancen gegen Mobbing. und sowas. Aber in erster Linie würde ich gerne hergehen und für YouTube, für meine Sachen, erst einmal Spenden, ja, fordern, verlangen möchte ich nicht sagen. Ja doch, du verlangst das schon. Rainer, das ist impliziert. Dadurch, dass du sagst hier, ihr wolltet zwar keinen Spendenlink, aber ich mache ihn trotzdem. Da ist schon eine gewisse Forderung drin. Ich bräuchte unbedingt einen neuen PC und ich bräuchte unbedingt ein neues Mikro. Ja, rein arbeiten wäre dann eine Maßnahme gewesen. Ne, ich habe meinen allerersten PC habe ich von meinen Eltern bekommen. Meinen allerersten PC habe ich von meinen Eltern irgendwie zum Geburtstag bekommen. Meinen zweiten PC musste ich mir schon selber finanzieren. Ich wollte einen neuen Rechner haben, auf dem ich halbwegs anständig zocken konnte damals. Weil auf meinem ersten PC, da lief halt gar nichts. Ne? Diablo 2 lief da drauf, Gott sei Dank. Aber Windows 98, ihr könnt es euch vorstellen. Und als ich dann ein paar Jahre später einen besseren Rechner haben wollte, um mit meinen Kumpels auf der LAN-Party zocken zu können, da habe ich einen Ferienjob annehmen müssen. Und von der Kohle von dem Ferienjob habe ich mir dann einen Rechner gekauft. Das sind zwei Sachen, die ich brauche. Selbst wenn ich arbeiten gehe, verdiene ich momentan einfach nicht genug Kohle, weil ich keinen gelernten Beruf habe und alles, dass ich dann hergehen kann, mein Haus zahlen kann, alles zahlen kann und mir noch zusätzlich so viel Geld auf Seiten legen kann, dass ich mir einen PC kaufen kann. Ja, Rainer, du gehst ja nicht arbeiten. Also, das Haus und den ganzen anderen Scheiß kannst du ja anscheinend, ja, wir wissen alle, konnte er nicht, weil er hat ja keinen Strom und kein gar nichts bezahlt, keine Steuern und kein nichts. Aber überleben konnte er ja damals bereits von den Bettelbarren. Ne? Einer, wenn du dann on top vielleicht noch ein bisschen arbeiten gegangen wärst, einer vielleicht schwarz, ne? Irgendein Kumpel von deinem Vater oder sowas anhauen. Hey, wie schaut denn das aus? Kann ich hier vielleicht, ne?
wenig mir was dazu verdienen. Ich bräuchte einen neuen Rechner für mein YouTube-Business. Vielleicht hat er was gefunden. Und ansonsten Minijob, Rainer. Minijob waren damals auch, glaube ich, schon, was war das damals, 2015? Waren es 500 Euro oder waren es noch 480? Ich weiß nicht, in dem Bereich irgendwo zwischen 450 und 500 Euro hätte er sich im Monat easy holen können. Waren es 450 Euro Job? Was das? 2015? Für einen Minijob? Easy. Ganz easy. 10 Stunden in der Woche gearbeitet und dann mit 400 Euro heimgegangen. Das machst du 3 Monate, da steht ein neuer Rechner in der Schanze. Das haut einfach nicht hin. Ja, genau. Zitat Rainer Winkler, arbeiten war nie eine Option. Davon abgesehen bin ich, wie viele wissen, momentan auch arbeitslos. Ich habe jetzt eine Zeit lang Nein, Rainer, echt? Oh mein Gott. Da hat er die News gedroppt. Verdammte Axt, damit hätte ja keiner gerechnet damals. gearbeitet. Aber wie das bei mir immer der Fall ist, war das nicht lange der Fall. Ja. Und woran liegt das, Rainer? Wenn du schon laut eigener Aussage bei über 50 verschiedenen Arbeitgebern in deiner Region warst und nirgendwo lange geblieben bist, liegt es daran, dass alle Arbeitgeber bei dir in der Region alle scheiße sind? Oder liegt es vielleicht einfach daran, dass du vollkommen inkompetent und hageldumm bist? Jetzt ist es auch so, dass ich gerne hergehen würde und mir einen neuen PC kaufen würde und ein neues Mikro kaufen würde. Diese beiden Sachen würden sowohl den Let's Plays als auch meinen Videos auf YouTube und meinen Livestreams zugutekommen. Nein, Rainer, das würde dir zugutekommen, weil du dann einen neuen Rechner hast, auf den du neuere Games zocken kannst. Sind wahrscheinlich irgendwelche Games rausgekommen, die konnte er nicht spielen, weil seine Mühle zu schlecht war und deswegen musste ein neuer Rechner her. Für einen neuen Rechner muss man aber nicht arbeiten, deswegen will man Spenden sammeln. Da macht man die Umfrage für die Spenden, die Umfrage sagt nein, aber das funktioniert ja nicht, weil arbeiten ist keine Option und der PC muss her. Und der muss ja von irgendwem finanziert werden. Dementsprechend muss man sich jetzt hier irgendwie 3 Purzelbäume schlagen, um zu erklären, warum jetzt dann doch der Spendenlink kommt. Oh, Gott sei Dank hat er dann irgendwann gemerkt hier, dass das mit den Freespins läuft. Auf YouNow. Denn wie ich zurzeit glaube, liegt das nicht unbedingt an der Internetverbindung, sondern tatsächlich an meinem Laptop. Beziehungsweise ich habe nur einen Laptop an meinem Rechner, dass ich nicht richtig streamen kann auf YouNow und vor allem letzten Endes auf Hitbox. Ich habe nur einen Laptop an meinem Rechner. Rainer, was? Hast du nur einen Laptop oder hast du einen Rechner? Du hast einen Laptop an deinem Rechner. Was auch immer das bedeuten soll. Ich werde den Spendenlink einrichten. Es wird nicht so viel sein und ich werde das Geld auch nur dafür ausgeben. Und dann werde ich das so machen, dass es hinhaut. Im Übrigen, erstens hat nicht hingehauen. Ich weiß. Schocker. War ja dann im Jahr darauf, war ja Stromlos Staffel, da war das Thema immer noch aktuell mit dem Rechner. Ne? Weil da hat er dann gesagt, boah ja, er bräuchte jetzt die 15.000 für den Strom und dann wird er das Spendenziel gleich auf 20.000 setzen, dann kommt nochmal ein neuer Rechner dazu. Oh, wo wir schon dabei sind, kommen wir noch auf 25.000, dann kann er sich noch Zeug holen. Jetzt kommen wir kurz zur Sache mit den Postern. Ich habe Poster auf meiner Webseite verlinkt. Da konnten sich Leute die Poster kaufen. 5 oder 6 Leute haben sich eins gekauft. Eins habe ich verschicken können. Ein zweites habe ich noch nicht verschicken können. Aber selbst die Person, der ich das zugeschickt habe, hat gemeint, sie hätte das Poster nie erhalten und hätte gleichzeitig mir vorgeworfen, ich hätte das nie verschickt. Ja, Rainer, das glaube ich, also ich glaube auf jeden Fall, dass die Person das nie erhalten hat. Ich habe mehrere Fragen. Punkt Nummer 1. Du hast diese Poster da verkauft. 5 Leute haben eins gekauft. Vollkommen schwindelig, aber sei es drum. Und du sagst, du hast eins davon verschickt. Meine Frage, warum? Warum verschickst du nur eins davon? Warum hast du nicht alle 5 verschickt? Und ja, natürlich traue ich dir zu, so hageldumm gewesen zu sein, dass du die falsche Adresse da drauf geschrieben hast. Deine wahrscheinlich nicht. Und die Leute wussten dann nicht, okay,
wir können nicht nachvollziehen, wo das hingeht. Wir wissen aber auch nicht, wo es hergekommen ist. Dann geht es jetzt in die Tonne. So. Und der andere Trollo sitzt da und sagt sich, hier habe ich 10 Euro fürs Drachenposter gelatzt und nochmal 5 Euro für den Versand und ich krieg mein scheiß Poster nicht. Und kommt sich natürlich verarscht vor. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer, hast gut gemacht mal wieder. Aber dann, deswegen war ja dann die Alternative. Ja, Trauer kommt zu mir. Ne? Also, ne, dass die Leute kommen sollten zum Posterverkauf an der Drachenschanze. Die Person hat den Käuferschutz eingesetzt. Ja. Was soll ich jetzt dagegen machen? Ich habe mir damals keine Rechnung geben lassen, weil ich sowas nie mache. Was ich jetzt in Zukunft auch machen werde. Und das andere ist, ich konnte nicht mehr posten. Er hat sich keine Rechnung. Also, Rainer, du hast keine Sendungsverfolgungsnummer gehabt für die Sachen. Du verkaufst sowas und hast keine Sendungsverfolgungsnummer für. Du vor allem. Bei dem ja abzusehen ist, dass es Probleme gibt. Wenn es nicht aufgrund deiner Hageldummheit ist, dann ja dann offensichtlich deshalb, weil ja 90% deiner Zuschauer Hater sind. Die dich trollen wollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass da Probleme gibt bei der Nummer, relativ hoch. Gut, irgendjemand, der nicht ganz so hageldumm ist, hat dann gesagt, dann lassen wir das mit diesem Posterverkauf und Versand vielleicht gleich bleiben, weil das da steht einfach Desaster schon an der Wand geschrieben in großen roten Lettern. Aber Rainer hat sich gedacht, passt schon, hätte ich gesagt gehabt. Und dann nicht einmal sich die Mühe geben, zu sagen, ja, ich brauche hier diesen kleinen Zettel, den die ausdrucken, wo die Sendungsverfolgung drauf ist, damit ich dann nachvollziehen kann, wo das Paket ist und ob es zugestellt wurde. Damit dann nicht irgendeiner kommt und sagt, haha, ich troll ihn. Ich habe das über PayPal bezahlt, lass mir das Drachenposter schicken, danach hole ich mir meine Kohle wieder zurück und sagt, der ist nie angekommen. Hahaha. Der kann es nicht beweisen, weil er dumm ist. Ich muss der verschicken als dieses eine, weil ich keine Röhren mehr habe. Warum hast du nur eine Röhre gekauft oder wartest du darauf, dass du Röhren bekommst? Ist es so ein Ding, dass er sagt, ich verschicke ein Poster, von der Kohle bestelle ich mir ein Poster, das kommt in der Röhre, dann kann ich ein zweites verschicken? Ja, das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Die Röhren habe ich bestellt vor 3 Wochen. Die kommen, sind sie bis heute nicht, oder vor 4 Wochen oder 5 Wochen. Ich weiß gar nicht, wann ich die bestellt habe. Ich habe die auf jeden Fall kurz nachdem ich gemerkt habe, Leute bestellen, habe ich die bestellt. Die sind nie. Rainer. Wie brunzblöd kann man eigentlich sein? Rainer, wenn du Poster verkaufen willst, dann musst du diese Röhren bei dir haben, also wenn du sie von der Schanze aus, von dir aus verschicken willst, musst du diese Röhren bei dir haben, bevor du die Poster ins Internet zum Verkauf reinstellst, du brunzdepperter Vollidiot. Aber das ist bei Rainer schon immer so gewesen. Der hat immer jedes Pferd immer von hinten aufgezäumt. Ist jetzt vielleicht ein schwieriger Spruch gerade bei ihm, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist alles immer vom Ende her geplant worden. War ja bei der Kommune der Freiheit, war ja dieselbe Scheiße. Rainer hat sich ausgemalt, wie großartig die Kommune der Freiheit ist, wenn sie mal besteht. Das sind ja ganz viele Leute, die überschreiben ihm ihr ganzes Hab und Gut. Er sitzt dann da und macht den großen Zampano und macht seine Streamness und macht hier seine Games. Alle anderen müssen nackt um ihn rumlaufen und die jedem Wunsch von den windschiefen Lippen ablesen und ihm die ganze Zeit im Schritt rumlutschen. Und malochen für ihn und ne, dass er leben kann wie ein König. So läuft das mit der Kommune der Freiheit. Wenn man ihn gefragt hat, Rainer, wie willst du das überhaupt machen? Ja, also erstmal müssen die Leute mir ihr ganzes Geld überschreiben. Sagen, nee, Rainer, wie ist der Plan? Wo willst du die machen? In Deutschland? Im Ausland? Wenn in Deutschland? In welchem Bundesland? Hast du da schon irgendeinen Plan? Irgendein Gelände? Wie funktioniert das mit der ganzen grundlegenden Sachen? Wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? Nichts. Nichts, gar nichts. Hier dieselbe Scheiße. Ich will Poster verkaufen, dann kriege ich Geld. Ich stelle jetzt die Poster ins Internet. Zum Verkauf. Oh, die hat jemand verkauft. Ich habe ja gar nichts, womit ich sie verpacken kann. Rainer, hätte Jeff Bezos so angefangen, da gäbe es heute kein Amazon. Angekommen. Und ich ärgere mich jetzt seit Wochen und Monaten damit rum, dass die nicht kommen. Sobald die kommen, werde ich alle Poster, die ich habe, verschicken. Also alle Poster, die ich halt angefragt bekommen habe.
Diese Personen brauchen nichts zahlen dafür. Das nehme ich auf meine eigene Tasche, denn letzten Endes ist es mein Problem, dass die nicht geschickt haben. Kurzum, es gibt Leute, die behaupten würden, ich hätte nichts verschickt. Ist richtig, bis auf die eine Person. Aber das liegt auch wirklich daran, dass diese blöden Röhren, die ich benutze, nicht gekommen sind. Es würden viele... Und Rainer, du hättest auch, damals hat er hier den Ford Mondeo auch noch gehabt und alles. Und einen Führerschein. Rainer, du kannst auch googeln, wo es sowas in der Nähe gibt. Und Rainer, Nürnberg war jetzt nicht so weit weg und ich wette, im Umkreis irgendwo innerhalb von einer halben Stunde mit dem Auto zu erreichen, hättest du diese Röhren herbekommen. Ganz easy. Hättest du umeinander gegoogelt, kannst da anrufen und sagen, hey, ich habe hier 100 von diesen Postern rumliegen. Ich brauche 100 von diesen Röhren, um das zu verschicken. Was kosten die? Ja, okay, ich nehme erstmal 10. Ich komme dann mal vorbei, Rainer. Das wäre durchaus möglich gewesen. Ja, aber nee, der Rainer hat die Röhren im Internet bestellt und die kommen und kommen und kommen einfach nicht und deswegen müssen die Leute auf ihre Drachenposter warten. Sagen, ja, falte halt die Poster. Das ist übrigens das Poster, um das es geht. Jetzt würden viele sagen, ja, falte halt die Poster und verschickst das so. Und verschickst du den Röhren? Wenn ich die falte, sieht es aus wie das Poster. Ich hasse gefaltete Poster. Die schauen einfach scheiße aus. Rainer, warum hängt das dann da? Und deswegen will ich den Röhren verschicken. Die kosten aber dementsprechend auch viel. Nicht die Röhren, sondern das Verschicken kostet viel. Meine ersten Röhren, die ich gehabt habe, haben ultra viel gekostet. Meine neuen, die kosten jetzt nicht mehr so viel, aber dafür kostet das Verschicken das sind zwischen 6 und 7 Euro. Das ist einfach so. Ich werde es jetzt folgendermaßen machen. Auf meiner Website ist bereits das Poster runtergenommen. Es ist momentan versteckt, dass ihr das nicht mehr verschicken könnt. Also, dass ihr es nicht mehr kaufen könnt. Ich habe noch genug Poster da. Ich werde es jetzt so machen, dass ich 2 Möglichkeiten zum Kauf anbiete. Für 5 Euro könnt ihr euch das Poster kaufen, was hier hinter mir hängt. Dann ist es aber gefaltet und ich werde es gefaltet verschicken. Die anderen, die mit den Röhren das möchten, zahlen 10 Euro. Aber es dauert im Moment noch. Und sobald Reini hat gesagt, allein das Verschicken vom Poster in der Röhre kostet 6, 7 Euro. Wenn er die Röhren noch kaufen muss. Ihr merkt, wohin der Hase läuft, ne? Also wenn ich auf die 5 Euro für das Drachenposter im gefalteten Zustand 6, 7 Euro draufrechne, dann komme ich nicht bei 10 raus. Ja, dreistellig einfach. Als Mathe-Lord wieder. ich die Röhren habe, werde ich sie verschicken. Gut, das wäre es zu dem Thema. Jetzt zum allerletzten Punkt und den machen wir jetzt ein bisschen schneller. Letzte Woche ist nicht wirklich viel passiert. Ich war nicht an einem Lagerfeuer, ich habe nicht irgendwie jetzt was gemacht. Die einzige Sache war, auf Juno gab es ein Problem mit einem anderen Streamer, der mich ständig beleidigt und verarscht und was weiß ich alles. Ich bin 26 und ich werde mich garantiert mit niemandem rumärgern, der 18 ist und keinen Plan von der Welt hat und gleichzeitig versucht, mich ständig fertig zu machen und irgendeinen Scheiße über mich zu labern. Und dann ja, auch das wieder, die Nummer mit dem Alter war auch ein Klassiker. Ne? Immer wenn Reini mit irgendjemandem eine Meinungsverschiedenheit hatte, wo er gedacht hat, vielleicht jünger als ich, wurde nachgefragt und wenn tatsächlich die Person jünger war als er, dann, komm du erstmal in mein Alter, von dir lassen wir gar nichts sagen, du kleiner Pimp, bla 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 bla, Kindergarten, dies, das, Ananas. Wenn die Leute aber älter waren als er, konnte er natürlich hier diese Chewbacca-Verteidigung nicht mehr bringen. Dann hat er stattdessen angefangen, ja, so alt und trotzdem baust du so eine Scheiße. Das ist aber immer super erbärmlich. Oder dann ist er gekommen mit, wie viele Abonnenten hast du? Ja? Ich hab in dem Fall 10.000 Abonnenten auf YouTube. Wie viel hast du? Ich habe gar keinen YouTube-Account, ich lege da gar keinen Wert drauf. Siehst du es mal, ich bin besser als du. mich auf meine körperliche Statur zurückstuft. Ja? Labert so ein Müll wie von wegen, du bist voll fett. Rainer, du würdest dich heute gerne wieder auf die körperliche Statur, die du damals hattest, zurückstufen. Ja? Bist so fett und was weiß ich. Das ist einfach sowas von Kindergartenniveau, auf das lasse ich mich nicht ein. Gut. Was habe ich gerade gesagt? Kindergarten, bla bla bla, ist immer dieselbe Scheiße gewesen. Ansonsten war die Woche nicht wirklich viel. Ich habe mit Braui 2-mal einen Stream gemacht. Ansonsten war die Woche wirklich nicht viel. Also ich habe ein Video hochgeladen, das Top 5 Gothic Video. Hatten wir letzten Endes heute schon mal? Heute noch gar kein letzten Endes. Ansonsten ganz normal am Montag den Montags. Aber ansonsten hatten wir ungefähr 20 Mal. Der jetzt ja Dragon Monday heißt. Der Etzeler-Counter geht auch massiv. Übrigens mit 1 anfängt und auch in einer neuen Playliste beginnt.
Ja, und das war es eigentlich soweit. Es hat niemand Geburtstag gehabt, es ist niemand gestorben. Habe ich was vergessen? Nö. Gut, zur neuen Woche. Natürlich kommt jetzt am Montag dieses Video. Und da ich jetzt halt wieder ein bisschen am Videospielen bin und alles und natürlich auch Arbeitssuche und natürlich noch zu Hause was tun muss. Lügenlord, natürlich sucht er Arbeit. Er ist immer am Arbeitssuchen gewesen. Der hat ja so viele Bewerbungen geschrieben. Deswegen ist er auch nicht dazu gekommen, seine Drachenposter zu verschicken oder mal schnell loszujetten, um diese Röhren zu kaufen. Werde ich das so machen, dass ich das neue Video für 10.000 Abo-Special Freitag oder Samstag bringe, davor halt alles vorbereitet, drehe und so weiter, dann passt es. Ich werde mich auch im Laufe dieser Woche mal an das 4 Drachen und der Metal setzen. Gut, das war es dann zu dem Punkt eigentlich schon soweit. Dann werde ich euch nächste Woche erzählen, was ich die Woche Dann, so geschafft habe. Vorgenommen habe ich mir jetzt das 4.000 Abos. das 10.000 Abo-Special, Rainer. Vorgenommen habe ich mir jetzt das 10.000 Abo-Special und an 4 Drachen und der Metal anfangen zu drehen. Kommen wird es noch nicht. Noch nicht. Ja, gekommen ist es dann auch nicht. Ne? Aber es wird vielleicht nächste Woche oder in 2 Wochen kommen. Das kommt jetzt Ja, vielleicht kommt es auch dann, wenn das jüngste Gericht kommt oder der Nikolaus oder der Osterhase bringt es vorbei. Keine Ahnung. darauf an, wie ich dann vorankomme. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, Ja, bitte gerne, Rainer. Ich bin jetzt auch ein wenig müde. Ist auch gut, dass jetzt vorbei ihr ist. seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bin ich noch gespannt, was als nächstes so passiert. Ja. Ja. Oh, wie gern würde ich in der Zeit zurückreisen an diesen Punkt, nachdem er das aufgenommen hat und gesagt, ich bin gespannt, was als nächstes noch passiert. Und dann würde ich ihm aufzählen, was passiert in den darauffolgenden Jahren. Da passiert aber was. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Haut rein, Metal on und bis zum nächsten Mal. Meloff! Und das sage ich euch jetzt auch. Leute, tut nicht, was Rainer tut. Und wenn ihr Poster verkauft, dann verschickt die verdammten Poster, die gekauft wurden, einfach. Packt die nicht in der Gegend umeinander. In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut. Metal off.